Good morning. Ich freue mich für jeder einer, was hier von Dallas morgens ist in des Gottesdienst. Und mein Gebet ist, dass jeder einer sich wird zu sich fallen und dass jeder einer wird was kriegen von Gott, sein Wort von Dallas morgens, was wird kennen, was wird durch Taudein, dass das Leben immer scheiner wird gehen in Dollar nur Gott sein Wohlgefallen gelebt worden. Ich freue mich besonders, Walter Ramos hier zu sein von der aus morgens. Hat das hier gemerkt, wie ich gefährdet war, nur die Botschaft und die Horche, was Gott auf den Hort gelegt hat, Lothar. Und so auch in jeder heutig, in jeder einem, welcome hier. Das letzte Werk, dann meine Kinder, mir hat Schein mit meinen Kindern und auf einmal hatten die jüngste Bad, wo ein kleiner Chipmunk oder ein Squirrel gefangen und hatten sie sich den gegräben. Und dort wir sehr viel Nies. Und wir sehr, ich glaube, das rechte Wort ist begeistert mit sein, das Chipmunk, dort wird, alles, den wird teugedrecht worden. Sie büden sich sehr hastig und beten Klotje für den Chipmunk und wird hastig Wutter gebracht und verschiedene Eten gebracht und dann auf einmal sage ich, dass nu hat ein von den Kindern sich bezieht das durchgelegt. Und ich glaube, er lügt bloß, dass man wird eten und so achten, als die dann nu so. Was ich hier rüberbringen will, ist sehr begeistert, sehr viel Mut und Freudigkeit, wem was tot zu drehen und was zu tun. Like, das wir bloß alle dort. Dann dort wir einziehen, aber dann sollte ich da in meine Office betrachtet und ich habe jetzt noch ein bisschen zu schauen. Mir hat scheint dann die Kinder zu schauen zu halten mit some von diesen Dingen. Das ist eine große Freude. Aber dann dachte ich da ein bisschen Lothar no und so dort, wenn einer dort Bild bloß wird anchecken, dann würde es so lauten, dass die Kinder die Hand über alles ewig vertieren an das Bild. Aber dann fällt mir bei von, diese Kinder sind verantwortlich, like wir haben noch andere Tiere am Hof. Wir haben Katzen, wir haben Hunde, wir haben Schweine, Hähne, ein bisschen Vieh. Und kriegt diese Kinder, die sind verantwortlich für some von diesen diese anderen Tieren, die jeder Tag sure merken, dass die zu eten haben und Wasser zu trinken haben. Das ist ihre Aufgabe. Wir probieren ihnen zu lernen, verantwortlich zu sein. Und dann fällt mir bei, dass die Arbeitsgas, die Mut, dass ich will sure merken, dass die Tiere immer alles haben, die ist nicht unbedingt jeder Tag durch für diese anderen Tiere. Kann ihr verstehen, was ich sage? Hier in diesem einen Fall tun wir bloß alle Mut durch. Bloß, weil wir alles gaudet. Bloß alles ewig. Aber in diesem anderen Fall wird es kein Tag, nur Tag, jetzt. Dann auf einmal dann ist die Mut da weg. Dann braucht es, dass die Dad oder die Mom, abchecken, das sein, als das was gibt. Was hat das mit unserer Botschaft zu tun, als junge Frau? Hoffentlich wird es klarer werden. In uns geistliches Leben, das gibt manchmal so, wenn ich mich betrachte, wenn ich andere Menschen betrachte, dass wir wurden abgefällt mit einer Idee, das fehlt zu tun. Hier ist ein Need, oder das kann ein Need sein für einen anderen, oder das kann auch sein, ich weiß, dass in meinem Leben hier fehlt was zu ändern. Ich kann ansehen, dass das oder das wird nicht ab allein so ausdrehen, als
wat ik geloof wat Gott wil von mir haben. Und dann auf einmal kann es uns dort geben, dass einer dann ab einem seine eine Kraft und einem seine eine Maut prüft, dort zu ändern. Und dort sieht ein bisschen so aus meine Kinder mit den kleinen Chipmunk. Wir haben alles übrig. Und wir denken, oh, von nun an wieder, nu wollen wir Klaxasabstunden in der Bibel lesen. Und dann das schafft ich für 1 oder 2 Tage und dann den 3. Tag morgens, dann sagen wir, fein oben beim bisschen Lot schluckt mich und mich schleiper bloß sagt, was dann nicht. Von der wollen wir nicht. Dann der Werk Lothar, wenn er dann wird abchecken, kommen Frau, wo ist es mit Klaxasabstunden in der Bibel lesen? Na, das ist nicht durch die Bibel. Das ist bloß ein Beispiel. Das kann verschiedene Dinge dort sein, wo wir auf einmal uns, wir haben eine neue Ansicht gekriegt, wollen was ändern und wir haben alle Mut, zum eine anderes merken. Tun vielleicht auch die rechte Dinge, was wir tun sollen, aber das bleibt nicht. Kann ihr verstehen? Haben wir uns dort belebt in ihrem Leben? Ja. Wir erklären, wir weiten alle von was wir reden. Wir sind das erfahren, was wir in 2. Petrus, das 1. Kapitel fing, sehr viel wird geworden über die letzte Zeit. Wir mal sein aus das uns, was kann zu Schach halten mit some von diesen Dingen. 2. Petrus, das 1. Kapitel, da lesen wir es dort. Simon Petrus, Jesus Christus, ein Apostel in deiner Schrift, dessen Brief nur die den selben Glauben gekriegt haben als wir. Okay, so das ist für all die von der morgens, was hier sind, was den Glauben haben, was wir von einer Bibel lesen, dann, was wir nur eine Anleitung von hier und dann. Für all die, was den Glauben haben und was Petrus, den Glauben hat, was Petrus hier hat. Und das ist das, dass ohne Jesus ist es nicht möglich für uns, gerecht zu werden. Den Glaube an Jesus ist vollkommen nicht blut. Und der Glaube an Jesus, dass durch arm ist es, was der Himmel aufgemerkt für uns. Das ist von dem Glauben, was wir hier reden. So, der Glaube, der ist es selbst, was dann zu Petrus seine Zeit wir. Er sagt hier, ein Apostel und ein Diener, Schrift dessen Brief nur die, okay, so nur wem? Die denselben Glauben gekriegt haben als wir. Durch die Gerechtigkeit, die uns Gott und Herrn Jesus Christus geben deut. Möcht ihr immer mehr Gnade und Frieden kriegen, dadurch, dass ihr den Gott und den Herrn Jesus Christus nur kann lernen. Und das ist uns Verlangen, nicht? Das ist mein Verlangen. Ich habe von das Glauben, Gott sei Dank, mal geschmeckt. Ich habe an das Glauben gelebt. Aber du hast immer noch der Verlangen in einem Sinn hat, immer mehr von der Gnade, immer mehr von der Friede, immer mehr von dem Amtweiten zu erfahren in einem Sinn Leben. Und je nur einer nur Gott, so je doller einer Jesus kennenlernt, je doller einer Gott kennenlernt, je mehr jangert einem. Das ist hier erstmal eine steht, wo das ganz okay ist, je mehr einer hat, je mehr will einer. Und das Glaubenssache. Das ist der eine steht, wo dort okay ist. Und so Petrus sagt, möcht ihr immer mehr Gnade und Frieden kriegen dadurch, dass je Gott in den Herrn Jesus Christus nur kennenlernen. Dann der 3. Vers sagt es, seine Gotteskraft haft uns alles Jeschonken, was wir zum selig worden in ein fremdes Leben brocken. Dadurch, dass wir den kennenlernen, der uns so viel Gutes zukommen lässt, dass er uns zu seiner eine Herrlichkeit berauben deut. Hier ist sehr viel Band in das Vers. Wir haben das mal uns ein bisschen bemerken. Seine Gotteskraft, Gott seine Kraft,
haft uns alles geschonken. Wat heeft hij ons geschonken? Wat is in dit alles? Wat we te zuilig waren, wat we te zuilig waren, wat we doorgebroken, dat heeft hij ons alle geschonken. En, dit is wat ik nog aan wil, en een vreemd leven broken. So Gott heeft ons niet bloos alles gegeven wat we broken, zum seilig worden. Gott sei Dank, hij heeft dat. Aber hij heeft ons ook alles gegeven wat we broken, zum een vreemd leven kan. De vierde vers. En durch dezezelfde kracht heeft hij ons al die andere rijke, wundervolle Segnungen versprochen. So, de reden hebben van dezelfde kracht. Die kracht wordt ons, dat de deel maakt dat we kunnen zuilig worden. Die kracht wordt dat de deel maakt dat we kunnen een vreemd leven leven. De reden hebben van dezelfde kracht. Dat is krijg dezelfde kracht, wat hij ons, wodurch die kracht hij ons ook allerhande wundervolle Segnungen versprochen heeft. Durch die we van dat verkommene leven kan loskomen. Woran we durch das Leidenschaffen in dieser Welt gebunden sind. Und wir können vielleicht alle sein, das ist auch Wahrheit in mein Leben. Du wir das denken oder das oder das andere denken, wo wir in uns Leben gebunden werden. Und wir haben vielleicht lang versagt, bevor wir uns bekehrt haben, oder vielleicht even al nun bekehren auf einmal. Das ist ein Ding, wo wir bloß erfahren, wir sind hier falsch. Und das braucht was anderes als bloß einmal morgens, ich will besser versehen. Ich will mich da anstrengen. Ich will mich da proben. Ich will mich bloß mal da selbst bemoedigen. No, dat braucht eine Kraft. Dat braucht eine Kraft. Das ist Gotteskraft. In dieser Welt gebunden sind und an Gott seine Natur Anteil haben kann. Oder wir sind Partakers, das ist das englische Wort hier. Und das, man, wir wollen hier nach Nalanen gehen, aber das ist ein wundervoller Vers. So Gott hat uns die Kraft gegeben, dass diese Dinge, wo wir so gern von los werden wollen, oder so gern wollen in uns Leben werden, anderen versehen vielleicht einmal waren. So Gott gibt uns die Kraft, von dort loszukommen. Und er hat nicht bloß uns die Kraft geben, von dort loszukommen, aber er sagt das auf seine Stehen, dass der einmal war, was noch sein, dass wir nicht können, los von dort leben. Ist das nicht wundervoll? Der fünfte Vers. Und hier ist das, die Plattdeutsche Bibel sagt ja, das zu kriegen. Und dort möchte ich mich ein bisschen stillhalten, weil das hier sich so, das wird uns nicht verdient worden. Auf Englisch sagt es, redet hier von, wenn das Wahrheit ist, wenn das so ist, ich wollte das mal, but also for this very reason, giving all diligence. Wenn das Wahrheit ist, wenn Gott seine Kraft in dort, was wir hier geschrieben haben, wenn dort Wahrheit ist, dürfen wir uns anstrengen. Okay, das ist eine andere Meinung, als das zu kriegen. Das zu kriegen, das hielt sich so, wie man das verdient. Ich denke nur, die Hochdeutsche Bibel, du sagst so, wendet alle euren Fleiß daran. Du willst das so ist, das ist dieselbe Meinung, was wir in Englisch lesen, willst das so ist, willst Gott uns alles gegeben haben, willst Gott seine Kraft
durch es, nicht bloß uns zu raten, nicht bloß dort, dass wir können frommes Leben, aber auch uns loszumerken von all den Dingen, wo wir so von sind, yes, will haben, dass wir sollen von losfahren. Weil es dort Wahrheit ist, durch wen ja flieht. Kann ihr verstehen? Das ein bisschen andere Meinung ist, so ist es hier groß, ich weiß nicht warum, sie das hier so das geschrieben haben, das zu kriegen. Weil das stimmt nicht ganz mit den anderen. So, wir wollen alle die Meinung haben, so wendet alle euren Fleiß daran. Give all diligence. Bekleid je Glauben mit guten Werken. Je moeten ook een erkenntnis toenemen. In den Mut. So durch wen? Bekleid je Glauben mit Werken. Je moet ook een erkenntnis toenemen. En dan moet je ook leren jezelf te beherrschen, waardoor je standhaft worden, standhaft zijn moet met Gottesfurcht verbunden zijn. En Gottesfurcht met zich broederliche einander goed zijn en broederliche lief met lief voor alle mensen. Wanneer je deze dingen hebben, wanneer dit waarheid is, wanneer dit ons leven is. We hebben God aangenomen. We hebben de kracht gekregen om losgekauft zijn van de zonde wat de lasten wat we metgedragen hebben. En we hebben ook dat Tobe hier gekregen omdat we kunnen nu wieder in ons geloven wassen. En wanneer dat is en we geven ons vallen jas hinein. Wils dit waarheid is. En we komen immer weer naar deze kracht im Gebet, s'morgens, overdag, op en aan, daarna, wanneer we slapen kan. We houden ons immer weer vast aan des Jezus, aan des Gott, wo die kracht te vinden is. En we zijn in ons leven, krijgt es ik eerst al zei, er zijn tijden in ons leven, je moet eine weit, je moet wel einer weiten. En je moet je nur noch Gott einer kämpft, je dalle einer, dat wird Gottes kann verstehen, je dalle kriegt einer sich selbst zu sein, dat mein Leben, du fehlt het noch an das, was als an mich selbst. Du fehlt het noch an das, was als an mich selbst. Ich kann nicht alles Beste proben, aber das ist nicht genug. Wenn ich mich vergleiche mit Gott sein Wort und was er wel verlangt von mir, das ist bloß nicht genug. Und so ans Gebet ist immer wahr, wir gehen nur diese Kraft, wir gehen nur das Gott, wir gehen nur das Jesus. Was Petrus hier sagt, dass wenn jeder im Glauben den angenommen hat, dann hat jeder die Kraft. Du hast nichts, was trägt in je Leben. Van wat je terughaalt van een frommet leven te leven. Wat wil ik? Achtervars, wanneer je deze dingen hebben en doorbij blijven, waar je en jene erkenntnis am Herrn Jesus Christus niet vol onvruchtbaar zijn. Nicht viel und unfruchtbar sein. Ich weiß nicht, wo uns das geht, aber wenn ich mich manchmal bechecken da selbst, ich wünsche, ich könnte meine Frucht bringen, nur Jesus. Habt ihr das auch mal so gegangen? Ich wünsche, ich könnte meine Frucht. Ich wünsche, ich hätte mehr Menschen von Jesus verteilt. Ich wünsche, dass wenn Menschen mit mir würden umgehen, die würden mehr von Jesus anwenden. Die würden Jesus seine Leib schmecken und sein. Ich wünsche, dass ich hätte mehr Geduld. Ich wünsche, ich hätte mehr Mut. Wenn wir das Vers lesen, sagt, und wie
diese Kraft anwenden in ons Leben, wenn uns Fokus an diese Kraft ist, wenn uns Fokus ich glaube, je weet wat ik meine, Fokus, wenn wir an das Jesus, und das Jesus seine Kraft, und wir glauben dort fast, und wir gehen immer weiter durchhan, gehen immer weiter treu, nur das Jesus. Und wir gehen nicht nur an uns selbst, von der wo ich das mal. No, wir gehen nur Jesus. Und dann uit dem Glauben leben daaruit. Wils dat zo is, niet hebben. Dan zegt het hier, dan worden we niet vuil zijn. Dan worden we niet vuil en onvruchtbaar zijn. Nou, ik weet niet van wat die het gaat im Leben, aber wenn du mal ein Ding ist, was du versprochen ist, wenn du das Stück was down, dann jährt es nicht, dass er nicht was anfruchtbar sein. Sind dort gleich, sind versprochen gleich. Sei ihr mit mir? Loten uns, was ein nie Ding nennen, vielleicht warum muss eine Geld gesagt, Geschichte. Und wenn dort was das Stück anwandt, das Stück down, dann wird es nicht anders gehen, als dass du was gut dabei haben. Sind dort interessiert uns in uns natürliches Leben, nicht? Hier ist es, sagt Petrus, dass wenn das Wahrheit ist in dein Leben, wenn das Jesus eint in alles ist in dein Leben, wenn diese Kraft angewandt wird, angenommen angewandt wird, dann wird es nicht anders gehen, als dass du wirst nicht voll sein und du wirst ohne Frucht durch dein Leben gehen. Wenn je diese Dinge haben und dabei bleiben, wo je in jener Erkenntnis am Herrn Jesus Christus nicht voll und unfruchtbar sein. Wer das aber nicht hat, ist blind oder wenigstens kurzsichtig und hat vergeten, dass er von seiner alle Sünde gereinigt wird. Deswegen, liebe Brüder, merkt ihr daran immer fest, dass je berufen und gewählt sind, wils wenn je dort daunen worden, wo je nicht fallen. Dann wird jünd der Eingang, horch mal nur diese Verheitung. Dann wird jünd der Eingang in unserem Herrn, den Heiland Jesus Christus, sein ewiges Recht nennen, weit abgemerkt worden. Hier sich dort nicht schein. Der Eingang, der Entrance, und Gott sein ewiges Recht, der ist groot op. Der ist groot op. Und so, was Petrus hier sein will, ist, das ist wichtig, dass je gute Worte haben, dass je den Mut haben, reich zu leben, dass je so leben tun, dass du nicht jetzt jung zu sein, ich will mich hier inkluden. Even wir merken Entscheidungen in uns Leben, even wenn uns das was kosten, oder even wenn uns das was mehr Zeit brauchen, aber wenn das reicht, ich denke, ist dann da wie dort. Dort sind gute Worte, dort ist wichtig. Dort ist wichtig, dass wir in Weisheit von Gott sehen wird. Dort ist wichtig, dass wir immer mehr und mehr von Gott kennenlernen in uns Leben. Dass wir eine neue Gemeinschaft haben mit ihm. Dort ist wichtig, dass wir uns selbst beherrschen können. Dass wir weiten, wann wir können nie sein und wann wir können ja sein. Dort ist wichtig, dass wir nicht luten uns einer Akt, uns einer Mensch, uns einer Fleisch dort zu regieren. Selbstbeherrschen, dort ist die Ability,
Zum Nee sein oder Ja sein, kriegen dann, was das Fleisch verlangt wird. Das ist die Ability, Nee oder Ja zu sein, kriegen dann, was das Fleisch will. Aber auch das, was Gott bestimmt hat. Das ist die Ability, zum Nee oder Ja zu sein, zum an Gott seine bestimmte Weg zu bleiben. Mir fällt bei die Geschichte von, wenn Matthäus, das 25. Kapitel, fing von der Haar, was seine 3 Knechten verschiedene Dinge geben. Den einen gab 5 Talents, den anderen gab 2 und den einen gab 1. Da wären 2 von diesen Knechten, die können sich selbst beherrschen, einer kann nicht. Der eine, was er nicht kann, der wird futzmutlos. Der kann nicht seine Gedankenleben beherrschen. Der kann nicht dort annehmen, die Wahrheit, dass sein Meister, das sagt am Anfang von dort Beispiel, sagt, in der Haar, der Gott von jeder einem so aus der fähig wäre, die Ability hat. Und so, und jeder einer hat Krieg dort gekriegt, was er wird könnt mit Mut vollbringen. Und so, der einer, der kann sich nicht selbst beherrschen. Und der jenkt und der gruft, das eine Ding, was er gekriegt hat, ja, mutlos bei der Sache. Mutlos zu leben, unglauben zu leben, das hat mit zu tun, dass wir uns nicht selbst beherrschen können. So, das ist wichtig, dass wir uns selbst beherrschen können. Das ist wichtig, dass wir standhaft sind. Dass wenn das Leben schwer ist, und das Leben das ist vielmal schwer. Und das kann sein, wie han mit Krankheit zu tun. Das kann sein, wie han Kinder, was vielleicht nicht so horchen in Donuts, was wir das würden gleichen. Das kann sein, wir sind in uns eigenes Leben ab einer Stadt angekommen, wo das bloß schwer ist. Oder wir proben, was Gott zu tun, und das schafft nicht, dass einer das wird gleichen. Das sind bloß viele verschiedene Dinge, was einer kann abnehmen. Das braucht manchmal, dass einer standhaft bleibt. Das ist wichtig, dass einer standhaft bleibt. Das ist wichtig, dass wir Gottes Furcht haben, dass wir für Gott leben, dass wir Anerkennung geben aus Gott. Das ist wichtig, dass wir brüderliche Liebe haben, dass wir Mitleiden haben mit uns Bruder, unsere Schwester, dass wir Liebe beweisen, dass wir kind sind, dass wir halten, dass ihre Schwierigkeiten drohen, und dass wir auch halten, wenn die was sehr gut beleben, dass wir halten, die Freiheit zu drohen auch. Das ist beides. Und das ist wichtig, dass wir Liebe haben, eine tiefe Liebe haben für alle Menschen. Das ist alles wichtig. Und das ist hier in dieser Farge bin, dass wir sollen uns Glauben soll gekleidet sein mit diesen Dingen. Aber was wir gleichen, nicht zum Schluss uns bis abzudrücken, ist das. Das ist nicht von dir allein abhängig. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Und Gott ist an dir. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Und Gott ist an dir. Und er hat uns alles gegeben. Das ist, was Petrus uns hier von der aus Morgenswelt, glaube ich, lernen. Durch Gott sein Jas. Das ist, wo das anfängt. Das ist, wo das was sich dort handelt. Ja, wie dort leben. So viel Mal in meinem Leben habe ich so Stück gelebt, wo ich
Nur Gott ging für meine Seligkeit, aber dann somehow an mich selbst prüft, meine eine Kraft zu brauchen, nur die Seligkeit auszuleben, ein frommes Leben zu leben. Das ist ein sehr schweres Leben. Und das ist ein Leben, das nicht Frucht bringt. Was Petrus uns hier sagen will, wir sollen an Gott uns holen für unsere Seligkeit, aber wir sollen uns an Gott holen für das fromme Leben auch. Gott will nicht bloß einmal nur, als wir uns bekehren, Gott will uns nur sein, jeder Tag. Gott ist für dich, Gott ist mit dir und Gott ist an dir. Ist das nicht wunderbar? Möchten jeder eine Mut haben und den Glauben haben, dort zu leben, jeder Tag. Und wenn wir zurückgucken in unser Leben, dass wir können sein, ich will nicht viel und ich will nicht ohne Frucht. Aber das hat nichts mit mir zu tun, dass ich nicht alles auf sein kann. Das hat mit zu tun, dass Gott seine Kraft, die schafft an mir. Mach Gott ihn segnen. Hat wieder ein guter Gottesdienst.